Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Chrono Trigger auf Pelzig. So, jetzt gehen wir nochmal da rein in das Butzemännel-Räumchen und gucken mal, ob man da nicht eventuell das Retteler fangen können. So, komm her du. Komm her du. Dich krieg ich, dich mach ich fertig. Mach doch mal Pause, du Vieh. Hab ich dich. Na, alle hopp. Ich geb auf. Ich sag euch alles. Halten die Knöpfe und R gedrückt und drücken A, um den Eingang zu erreichen. Machen keinen Fehler, es wird euch leid, du. Okay. L und R und A-Knopf? Oder wie war das? Geheimgang zu benutzen? Jetzt bin ich etwas ratlos. Eben bin ich jetzt ratloser als zuvor. Also da kommen wir zumindest mal nicht durch. Nee, da kommen wir auch nicht durch. L und R-Knopf, das ist das hier und der A-Knopf dazu. Nee. Also hier stimmt das auf jeden Fall mal nicht. Eventuell bei deiner Bedienungspulter. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch nochmal durchlugen, ob das nicht eventuell bei der Statue hier weiterführt. Dumm. Ah nee, das war ja nur das, genau. L und R und A-Knopf. Nö, das bringt uns hier nicht weiter. Aber möglicherweise im Kontrollfeld. Oh, jetzt auch ein langes Geraffel, bis wir mal die Rat hier gefangen haben. Ich hoffe, es nützt uns irgendwas. Ah, da ist er wieder. Scheint eine Statue zu sein. Zettel hängt dran. Warnung, wer sich in die Nähe vom Lagerraum fällt, wird angegriffen. Die guckt auch sehr geschockt. Also so eine hässliche Bob, die ich jetzt nirgendwo aufstellen wollte, um ehrlich zu sein. Aber, naja. Andere Länder, andere Sitten, vor allem andere Zeit, andere Kultur. Okay, probieren wir das jetzt mal aus. L und R und der A-Knopf. Oder wie war das? Chrono. Da können wir jetzt anscheinend nichts mit A fangen. L und R und A-Knopf. Ich kapiere es gerade nicht, wie ich es zu machen habe. L und R und A-Knopf. Ich kapiere es irgendwie nicht. Oh je, oh je, oh je. Oh, scheiß doch die Wand. Ah. Ich kapiere es nicht. Scheiße. Ach, Mann. Aber an die Rad kommen wir jetzt so nicht nochmal dran, ne? Dass die uns immer aufklären kann. Nee. Wie machen wir das dann jetzt? Wie machen wir das jetzt? L und... Nee. L und R-Knopf und hier Gedöns. Nee. Ich habe keine Ahnung. Und da sagt er uns ja auch nichts, was geht. Nee. Ach du liebe Zeit. Ich habe keine Ahnung, was ich hier zu machen habe. Eventuell nochmal in den Geheimgang hier. Ich weiß es einfach nicht. Ich habe keine Ahnung, was das hier von uns will. Schwierig. Hat ja gesagt, halten der L und R-Knopf zusammen und drückt dann A oder B. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es A oder B war. Aber ich probiere ja beide Tasten aus. Mit dem B-Knopf renne ich ja. Mit A mache ich normalerweise mal Aktionen. Mit dem X-Knopf oder Y-Knopf komme ich hier rein. Das andere bringt uns nichts. L und R macht ja so keine Aktionen sonst. Nee. Und wo ist der Geheimgang? Ich habe keine Ahnung, wo der Geheimgang sein soll. Hier vielleicht? Nee. Und was sagt er da? Papier steht, die Rat ist eine bloße Statue. Du kennst das Geheimnis in der Kuppel. Fangt sie. Ja, aber... Oh Mann. Scheiße. Und hier neben ist auch nichts. Zack. Nee. Gewitter erleidet. Da ist auch nichts. Egal, was ich verknüpft drück. Nee. Nö. Hier auf dem auffälligen Ding ist nix. Egal, was ich dort drück mit L und R-Knopf zusammen. Komm her, du. Dann fangen wir das Vieh halt noch einmal ein. Komm schon. Hab ich's ja. Alle hopp, ich geb auf. Sag ich alles. Haltet die Knöpfe L und R gedrückt und drückt A, um den Geheimgang zu erreichen. Macht keine Fehler, es würde euch leid tun.
Aber wo ist der Geheimgang? L und R und A-Knopf müssen wir drücken. Um den Geheimgang zu nutzen. Ist das der Geheim... Ich weiß aber nicht, wo der Geheimgang ist. Nee. Keine Ahnung. Um den Geheimgang zu nutzen. Das ist ja alles schön und gut, aber doof hat bei den Pulte kann er uns auch nichts sagen. Eventuell nochmal mit den Leuten spreche hier. Ja, Tür mit Emblem geht auch mit Dynamit nicht auf. Vorsichtig sei und eben zurückkommen. Ja, der Mann ist wohl gestorben da unten. Verrückter Roboter. Der Vater bringt angeblich was zu essen. Die fragt nur, wer wir sind. Wir sagen, wir waren in der westlichen Kuppel. Das interessiert ihn aber nicht. Todesgipfel. Eventuell hier. L und R und A-Taste. Im Enertron ausruhen. Ja, das können wir auch machen. Ja, nochmal einen Schluck getrunken. Und hier L und R und A. Das bringt uns nirgendwo weiter. Ich habe keine Ahnung, wo wir das zu benutzen haben. Echt absolut kein Plan. Hier L und R. Und hier in den Säcke ist ja auch nichts drin, ne? Nee. Die fragt nur, wer wir sind. A, B, C, D, E, F, G. Ich frage mich, wer und was ihr seid, ne? Also, was Großartiges kriege ich da jetzt nicht hier oder raus. Da geht's zu der Kanalisation. So, da können wir uns natürlich auch nochmal umgucken. Da kommt jetzt irgend so ein lustiger Wachtron oder was? Bandite, muss Herrn Kriecherich berichten. Oh, das klingt ja schon sehr vertrauenswürdig, der Herr Kriecherich. Was sind denn das für Viecher? Nereit. Okay. Glücklicherweise erreiche ich die auch so. Ey, hör auf mich irgendwelche Glipper zu beschießen. Oh, die halten aber viel aus hier, die Viecher. Einmal zu dritt drauf gekloppt und dann sind die erst fertig. So. Und Maler gibt dir recht. Alter Hopf. Na gut. Und was haben wir denn hier noch? Oh, da ist wieder der Handlanger. Noch ein Handlanger. Hier war, Brück, ich hab sie gesehen. Du kommst. Hier ist nichts. Ah, das sind Frösch. Aber stimmt. Du kommst, Bär, hau mal ab. Das sind aber nicht die lustigen Frösche, wie man sie kennt. Aus der Vergangenheit. L und R und A. Ich bin gerade etwas verzweifelt. Ja, hier war Mollebrück tatsächlich. Und? Das ist aber ziemlich gruselig. Ein unheimlicher Ort. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Och, jo. Gute Gefühle werden überbewertet. Oh, hallo Kätze. Wow. Die Kanalkatze ruft 3 Nereit. Ach ja, die gute Kanalkatze. Dann kümmern wir uns mal um diese Viecher. Die erinnern mich so ein bisschen an die Zora aus der alten Zelda-Spieler. Die sahen doch auch so aus. Bevor man sie dann für der N64 etwas schöner gestaltet hat als diese, sagen wir jetzt mal, Klischee-Wassermenschen, die aus dieses Monster aus, wie hieß es, das Ding aus der grünen Lagune oder so hieß der Film. So sehen die Zora ein bisschen aus, beziehungsweise auch diese Nereit hier. Oder Nereit? Keine Ahnung. Seid ihr mal so gut und macht dann mal ein Aura auf Chrono und du machst hier das restliche Vieh noch platt. Weil ich glaube, das hat einfach nicht mehr so viele Trefferpunkte. Richtig gedacht. Okay. Dann gib ihm den rechten Maler. Okay, sehr schön. 66 Erfahrung, 300 Gold. Luca wird auch noch aufgestuft. Das ist doch super. Okay, also Kanalkatze können hier Wassermenschen herbeirufen. Das wissen wir jetzt auch. Und ach, sowas ruft Wassermenschen herbei. Sehr skurril.
Chrono, mach doch mal einen Zyklon hier auf den Gegner in der Mitte, damit wir alle 3 treffen. Luca. Nee, attackier doch einfach mal so Beast. Also die stärkste Kreatur sind sie jetzt auch nicht unbedingt. Aber etwas nervtötend sind die Viecher dann auch. Dann attackieren wir nochmal die Chrono zuerst fertig gemacht hat. Ey! Auf mit Blitze zu schießen, vor allem als Wasserkreatur. Wie merkwürdig ist das dann bitte? Ja, uff! Boah, Mann. Das zischt aber auch ordentlich rein. Du attackierst weiter den hier. Du machst nochmal Aura auf Chrono. Und Chrono, du gibst dann dem Biest hier mal machst dem Biest hier der Gar aus. Sehr schön. Okay. Dann weiter auf die Kreatur, die noch lebt. Und sehr schön. Das lief doch auch soweit ganz gut. Gut, weiter geht's. Das ruft jetzt bestimmt auch wieder irgendwelche Biester auf den Plan. Ratte und 2 von denen ihr reit. Okay. Dann machen wir zuerst mal das Viech platt. Dann können wir uns um das andere kümmern. Weil ich glaube, die Viecher sind etwas stärker als so Ratte. Ey. Ja, die sind nicht so besonders stark. Das habe ich mir schon gedacht. Und das zieht schon ordentlich ab. Male zuerst dran, dann halt doch mal sie und du machst dann hier platt. Das dürfte ausreichen. Ja, sehr gut. Chrono auf das Biest. Perfekt. Dann kümmert ihr Fernkämpfer euch bitte noch um die Ratte hin. Oh, das war vollkommen daneben, das hat man schon gesehen. Oh, Chrono trifft darüber die Distanz. Das ist sehr schön. Und 174 war ein sehr cooler Crit. Optimal, ne? Ich habe aber irgendwie das Gefühl, hier geht's eigentlich weiter in der Story. Deswegen sollte man vielleicht nochmal zurückgehen und den oberen Bereich erkunden. Ja, dass man da möglicherweise noch irgendwas Schönes verpassen. Zum Beispiel hier sowas. Ein Tagebuch, das ist die letzte Zeit. Es ist vorbei, die Fischmenschen greifen beim leisesten Geräusch an. Lieber lasse ich mir die Zähne abfeilen, als sie zu bekämpfen. Oh, nett. Okay, mehr haben wir nicht. Und ich kann es dann nicht mitnehmen. Aber die ganze Fischmenschen habe ich ja schon platt gemacht. Insofern, die waren jetzt nicht so das große Problem, fand ich. Aber so ein Speicherpunkt schreit irgendwie mittlerweile danach, dass hier ein Bossgegner kommt. Das war nur ein Fake-Ding, oder? Blöde Fischmenschen. Und als truffende Wetter. Gewitter erleiht. Oder eventuell nur umspeichern. Also, nach dem Kampf kann ich dann eventuell speichern. So rum. Schauen wir doch einfach mal, was dabei rauskommt. Da bin ich Blubberviecher. Also, die zischen schon ganz gut die LP ab hier von mir. Chrono auf den hier. Weil dafür verschwende ich nicht seinen guten Angriff. Um dem Vieh jetzt hier mit, was weiß ich, wie viel Lebenspunkte es noch hat, hier gar auszumachen. Und sehr schön. Chrono, mach's fertig. Perfekt. Male wird aufgestuft. Optimal. Ja, der Speicherpunkt ist fort. Na toll, das war einfach nur, um uns zu verarschen. Technik, Male, machen wir Aura auf Chrono. Machen wir Aura auf dich. Dann sind wir alle wieder zufrieden. Und dann können wir hier hoch. Und Igitt. Was ist denn das Ekelhaftes? Klinger. Die sind schon ziemlich ekelhaft. Also truffende Wetter. Ui, hör auf. Alter. Wie so halboffenes Osterei, wo so ein Ditto drin hängt.
Die erinnert mich schon ein bisschen an Ditto aus Pokémon. Nur erheblich hassenswerter, weil es in seiner Eierschalen noch drin hängt. Bäh. Ach, wer ist doch nur ein Ei? 36 Erfahrungspunkte gab's, aber keine Fertigkeitspunkte, oder? Nee, Fertigkeitspunkte haben wir sowieso nicht mehr, habe ich das Gefühl. Gehen wir nochmal darüber. Da ist nichts, was ich bedienen kann. L3 und A-Taste. L und R und A-Taste bringt uns nichts. Okay, jetzt sind wir da, wo wir ursprünglich hin wollten. Kommen wir da durch? Notiz. Gehen wir mal zurück und betätigt den Schalter. Ja, herzlichen Dank. Da müssen wir wahrscheinlich da rum, oder? Ja. Sehr gut. Sehr schön. Und hier können wir nichts mehr machen? Nee. Die Brücke ist jetzt aber, ach, nimm mir extra Aufgabe für uns. Und was kommt hier? Arg Schisser. Ah, die Frösche wieder. Er scheint ja baut eine Brücke. Da lecken um. Ich komme nicht an. Und du schimpfst dich ein Frosch? Da kommt er. Hau mal ab. Oh je, oh je. Also mit Frösche hat's das Spiel irgendwie, muss ich sagen. Guck mal, gerade mal hier unten. Also ich muss sagen, das Angenehme im Vergleich zu Final Fantasy ist, dass man sich hier in der Weltkarte eigentlich recht gut umschauen kann. Ohne dass man gleich in zig Bosskämpfe reinkommt. Zornband gab's hier noch. Was bringt uns das? 50% Chance auf Gegenangriff. Das ist natürlich geil. Machen wir das mal bei Chrono, auch wenn das unseren Angriff etwas senkt. Aber ein Gegenangriff ist doch ziemlich cool. Die drei sind verstohlen. Als ob die Kanalisation ihnen kehre tät. Die müssen lebensmüd sein. Wir werden ihnen eine Lektion erteilen. Zeigen wir's ihnen. Lass sie doch hierher kommen, wir machen Hackfleisch aus ihnen. Oh. Horr, 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 horr. Oh je, oh je. Die sind aber auch ziemlich drauf hier von dem Kanalisationsdampf, habe ich das Gefühl. Uah. Na dann. Auf der Herr Kriecherich, oder? Ich reiß euch in Stücke. Oh, das sieht aber nicht so gut aus, was der da macht. Ey, hör auf. Wow. Lecco mio, was war dann das? Ah, dafür gibt's einen Gegenangriff. Ach du liebe Zeit. Und nochmal ordentlich von hinten drauf geballert. Mit der Armbrust. Boah, scheiß doch. Ins Kanonenrohr, aber doppelt und dreifach. Scheiße, das war's mit Chrono. Können wir ihn, ja, wir können ihn glücklicherweise wieder beleben. Manometer, also der Angriff war echt heftig. Ja, dafür macht er jetzt ordentlich Schade, 136. Drauf und Maler, heil dann nochmal Chrono, bitte. Manometer. Ich reiß euch in Stücke. Aber erstmal ich. Sehr schön. Boah, das war jetzt mal ein Gegner, oder? Ich habe generell, das Biest kann die HP auf Ends runter senken. Und das war halt richtig stark. 100 Erfahrungspunkte, 500 Gold gab es noch. Und ein mittleres Äther over 3. Boah. Meine Fresse, also Kriecherich sind schon ordentliche Gegner. Kommt jetzt das... Ah, ja, okay. Oh je. Ah, die Kanalisation hat schon drauf, muss ich sagen, was hier generell die Gegner angeht. Ach, die normale Gegner sind nicht gerade so easy peasy, Fritzer. Das ist mal ein ordentlicher Kanalkampf. Gut, dann kümmern wir uns aber zuerst um die Fischmenschen, wie sie genannt haben. Sehr schön. Also Gegenangriff ist definitiv geil, fand ich auch immer bei Final Fantasy sehr cool, die Fähigkeit. Von daher, es lohnt sich definitiv, wenn sie 50-50 Chance an oder nicht auf Luca. Also, wenn es noch eine 50-50 Chance auf sowas gibt, optimal, oder? So, jetzt ist Bento. Muss man halt immer darauf hoffen, dass die Chrono zuerst attackieren, damit er nochmal auf die Schnur zurückschlacht. Ja, und? Gibt's nochmal auf die Gosch? Jawohl, tatsächlich.
sehr schön. Maler. Mach doch mal Aura auf Chrono. Der braucht es eigentlich schon ordentlich. Und dann können wir hier die Biester noch platt machen. Na, optimal. 80 Erfahrungspunkte, 200 Goldstücke. Na, super. Gut. Da würde ich aber eigentlich auch schon sagen, dass wir hier unseren Cut gleichsetzen könnten. Eine Bolzenklinge erhalten. Schauen wir doch mal, wie stark das Ding ist. Bolzenklinge, ja, machen wir mal um 3 stärker. Ist gekauft. Da gehen wir jetzt auch dort, wo die Frösche mit Drakommer sind. Und ich würde sagen, ich mache jetzt hier auch meinen Cut. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Chrono Trigger auf Pilzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Ayan Yankee.